Mai hatte Kerstin Rank aus Lichtenfels wieder mal so eine Idee. Diesmal möchte sie einen Ledersessel bauen, aus ausrangierten Flugzeugsitzbezügen. Ich bin total aufgeregt. Also es kribbelt und ja, also ich bin Feuer und Flamme und kann dann aber auch schlecht abschalten und aufhören, sondern ich bin so richtig, mich zieht es richtig mit. Ihr Partner kauft alte Flugzeugsitze, möbelt sie auf und verkauft sie weiter. Aus den alten Bezügen soll jetzt der neue Sessel werden. Ihr bisher schwierigstes Projekt. Die Herausforderung ist die Unwägbarkeit des Materials, weil ich habe ja nie freie Bahn, ich habe nie eine Rolle oder alle Möglichkeiten, sondern ich bin immer beschränkt auf diese Form, jetzt zum Beispiel Sitzbezug oder andere Materialien. Bislang hat die Designerin alten Rettungswesten neues Leben eingehaucht. Als Tablet, Arbeits-, Reise- oder Fahrradtasche. Bag to Life heißt ihr Label mit rund 80 Modellen. Das nennt man Upcycling. Jetzt möchte sie neues Material ausprobieren. Noch ist unklar, ob sich die ausrangierten Flugzeugsitzbezüge auch dafür eignen. Ihr Polstermeister Alex Dehring soll die alten Lederbezüge begutachten. Normalerweise landen sie im Müll. Wie stark sind sie beschädigt? Ja, da hat man irgendwo einen kleinen Fehler. Zum Beispiel, da fehlt das und dann werden sie ausgesaugt. Die meisten Bezüge haben nur kleine Macken. Viel zu schade, um sie wegzuwerfen. Gleich nebenan in der Werkstatt. Hier steht das erste Gestell für den Prototyp. Die Form ist eine feststehende Form, die während der Bauhauszeit entwickelt wurde. Und die ist nachempfunden nach dem Schmetterling. Deswegen heißt der Butterfly Chair. Und wir haben zum Glück hier in Lichtenfels einen hiesigen Hersteller, der das bauen kann. Kann man sich immer überhaupt gar nicht vorstellen, das Gestell, dass da ein Sitz draus wird, ne? Und dass der bequem ist. Also das finde ich schon spannend. Ihr Mitarbeiter hat inzwischen die ersten Einzelteile für die Sitzfläche zurechtgeschnitten. Jetzt beginnt das gemeinsame Tüfteln. Und kriegst du das dann, dass wir praktisch hier was nachbilden können, dass der Übergang schön ist? Ja, siehst du, die Naht, die passt nicht ganz überall, ne? Ja, na, die muss schon auf einer Höhe sein, sonst schaut es blöd aus, ne? Ja, und machen wir dann außen ein Band? Das tun wir mit einfassen. Einfassen, genau. ne? Stört das hier? Das nehmen wir weg. Okay. Weil da kommt ja noch ein Schramm drunter, noch ein Futter. Es gibt auch schlaflose Nächte, muss ich Ihnen sagen. Das gehört dazu. Da muss man sich auch immer ein bisschen Zeit geben, weil es ist manchmal auch Trial and Error. Und dann kommt man wieder auf eine andere Idee, wie man es ansetzen kann. Manchmal muss man dann einfach 1, 2, 3 Wochen länger investieren und noch mal probieren und an der Stelle noch mal ran, wenn man nicht zufrieden ist. Das passt dann wie Auf jedes Detail kommt es an, denn der Sessel soll wie aus einem Guss wirken. Und jetzt ist es auch echt gut hier auf der Höhe. Jedes neue Projekt beginnt mit einer Skizze. Manchmal dauert das Monate. Doch beim Butterfly Chair gelingt es der Designerin überraschend schnell. Im Kopf habe ich ihn schon. Es liegt mir mal nahe, am Anfang wirklich sich mit Papier und Stift hinzusetzen und Ideen aufzuscribbeln und alles, was im Kopf ist, erstmal zu Papier bringt. Das liegt mir näher, da bin ich schneller und auch effektiver und es macht mir auch viel mehr Spaß, erstmal zu zeichnen. Der nächste Schritt. Die Einzelteile des Ledersessels müssen in Originalgröße digitalisiert werden. Als Vorlage für den Polsterer. Schließlich soll der Sessel später mal in Serie gehen, wenn alles gut geht. Eine Lieferung mit Rettungswesten ist eingetroffen. Nachschub für ihre Taschenproduktion. Angefangen hat alles vor Jahren während eines Fluges nach London. Da saß ich so direkt vor der Flugbegleiterin und die hat da diese Demonstration gemacht, die man immer im Flugzeug sieht, eben wenn irgendwas ist und so weiter. Und ich fand also Gelb war damals auch super Trend. Mich hat auch das Material sehr interessiert, weil es ja leicht ist, wasserdicht, strapazierfähig, aber trotzdem griffig. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da müsste man doch eigentlich was draus machen können. Nähen lässt die 44-Jährige in einer Schneiderei in Bosnien. Anfangs hat sie alles selbst gemacht, doch dann wurde es zu viel. Mein Mann hat mich von Anfang an da unterstützt und er gibt mir auch einen Rückhalt, dass ich weiß, er steht hinter mir und findet gut, was ich tue.
Und meine Tochter, die findet es auch gut, dass wir so nachhaltig sind, weil die Generation, also die wird jetzt 16, die Generation schaut ja ganz anders auf Nachhaltigkeit, wie jetzt meine das vielleicht leider die letzten Jahre getan hat. Das mache ich da raus. Und da auch. Das ist eine Fahrradtasche. Mit ein paar Griffen wird daraus ein Rucksack. Auch der Anschnallgurt stammt aus einem Flugzeug. So. Es ist ihr Lieblingsstück, ihr ständiger Begleiter auf dem Weg zur Arbeit. Als das mit ihren Taschen gerade gut lief, kam Corona. Kerstin Rank zog ins Homeoffice nach Bayreuth. Stellte schnell auf das Nähen von Community-Masken um. Doch die Nachfrage blieb gering. Die Umsätze waren von heute auf morgen weg und man wusste nicht, was kommt. Da geht einem schon die Pumpe, sage ich jetzt mal so. Und auch jetzt in der Zeit Januar bis April, Mai war in diesem Jahr auch keine schöne Zeit für die Unternehmen. Aufgeben war für Kerstin Rank nie ein Thema. Eigentlich ist sie ja gelernte Werbekauffrau. Doch ständig Neues zu vermarkten liegt ihr nicht. Sie umgibt sich gerne mit alten Dingen. Die Nähmaschine ist ein ganz besonderes Stück. Das ist die alte Nähmaschine von meiner Tante. Und die finde ich einfach so schön und wollte sie als Erinnerung aufheben, weil ich bei ihr nämlich nähen gelernt habe, häkeln, stricken und alles, was man so im Handarbeitsbereich eben macht. Die Upcyclerin wirft so gut wie nichts weg. Familienmittelpunkt ist die Küche. Gefrühstückt wird immer gemeinsam. Und Marlene, hast du schon eine Idee zu der Baguette-Bag? Ich habe mir gedacht, dass es halt eben eine kleinere Tasche ist, die man dann für die Stadt verwenden kann, um halt, wo der Geldbeutel, halt alles, was eine Frau oder ein Mann braucht, reinpasst. Also, findest du so eine kleine? Würdest du die überhaupt tragen? Ich würde eine kleine nicht tragen. Ich würde eine größere tragen. Wann ist dir das eingefallen? Jetzt gerade eben. Genau. Oder Schon morgens wird viel diskutiert. Auch über Kerstin Ranks Sammelleidenschaft. Zum Glück gibt es in ihrem alten Haus einen riesigen Keller. Toteback mal nehmen. Das ist in der Tat so, dass er wenig wegschmeißt, was manchmal auch ein bisschen irritierend sein kann daheim. Aber eigentlich ist es natürlich gut, immer zu versuchen, alten Dingen neues Leben einzuhauchen. Und das kann sie wirklich, perfekt. 2 Monate später. Heute ist der große Tag. Nach 5 Monaten ist ihr neuestes Modell fertig. Bis spät am Abend hat sie noch mit ihrem Polstermeister um ein Detail gerungen. Und da steht er. Der Butterfly Chair. Gefertigt aus 2 ehemaligen Flugzeugsitzbezügen. Gestern ist er fertig geworden. Hier steht er. Das ist doch ein Prachtstück. So schön mit dem Leder und alles schön abgesetzt. Genauso, wie wir uns vorgestellt haben. Dann die Überraschung. Ja, wow. Wow. Ha? Das Rettungswestenmodell. Daran hat Alex Dehring mehrere Wochenenden getüftelt. Ein bisschen stolz? Ja, natürlich. Schon. Ich möchte mich nicht entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Alex hat einen klaren Favoriten. Diese. Setz dich rein, probier einfach mal aus. Probe sitzen darf Sandro Gmell, ihr Mitarbeiter aus dem Vertrieb. Bisschen mit der Eyecatcher. Na, ohne Rettungsweste geht nichts, ne? Und? Schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Sind beide sehr, sehr bequem. Ich möchte mich da jetzt eigentlich ungern festlegen. Gut. Ihre Upcycling-Idee hat funktioniert. Ein glücklicher Moment für Kerstin Rank. Man nimmt was historisch ist, dieses Gestell, das es ja schon seit Bauhaus gibt, ne? und fügt dann neue Ideen dazu. Und das finde ich gerade von der Kombination her so spannend. Und der Umweltgedanke, den atmen wir, den leben wir. Das ist einfach unsere Basis. Ohne den geht gar nichts.